So, guten Tag miteinander. Ich wollte es vandaag eens een beetje wat over onze olle Spieltüch von früher vertellen. Wir brauchen damals nichts mit Batterien of mit Strom. Das war dit hier Dinge, das habe ich wir gefunden im Keller. Kijk, so was her wie früher. Das ist doch wohl lustig für kleine Kinder, of nicht? Of wir hier auch noch hier so Spieldöskes. Da kann man einfach dran drehen und dann kann man die Musik hören. Ja, so war das früher. Men ich wollte noch was vertellen, dass wir früher so Anziehpuppen hören. Das waren so etwas dicke Papier, wenn das so kleine Püppkes abdruckt, die hören bloß ohne Buchs und Hemd an. Und dann haft er auf den Baugen Papier, da haft dann auch noch so Kleidungsstücke drauf. Die kann man auch utschnien und da werden so Laschken dran. Und dann muss man die umknicken und dann kann man das Anziehpüppchen, kann man damit dann immer wieder was anderes antrecken. Da haft dann Kleider und Mäntelkes und Buchsen und Jäckskes und alles sowas. Und damit hab ich dann auch immer gespielt. Und früher habt ja auch noch Poesiealbum. Ich weiß nicht, ob sie das von Tage auch noch habt. Da wurde da so was inschrieben von alle in der Klasse. Dann meistens könnt ihr so: Lebe fröhlich, lebe heiter, wie das Schweinchen auf der Leiter. Oder, in allen 4 Ecken soll Liebe drin stecken. Und die Lehrerin oder die Wassenen, die schrieben noch ein bisschen was Besseres, was Goethe so sagt hier, auf immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her und so wieder und so wieder. Ja, und was wir auch noch so hören, das wären die Glanzbällekes. Die wären auch so ein Krautenburgen, Papier, und das wären so ganz niedliche Kinder, so niedliche Kinder wären da aufgebildet. Und das macht man dann auch so utnene schnien. Und dann wird das so, dass die so feine Lockenköpkes her, die Kinder alle und ganz niedliche Gesichtjes. Und die hier dann vielleicht noch, das noch andere Kind hier dann noch vielleicht noch so ein Kettchen auf dem Schraut liegen, auf einen kleinen Rühen unten an der Föte. Und dann haft natürlich auch kraute Rausenstrüke und wie die dann auch keine Tuschken mit anderen Kindern. Wir haben dann so ein Schulheft und das war so Seite oder Blatt für Blatt, wo das so halb umknickt und dann wurde da drin das Glanzbällchen dann verstoppt. Und wenn man dann so ein Glanzbällchen tuschken wollte, dann muss man mit 10 Egen Glanzbällchen da Tischken stärken und was dann so ohne das Blatt satt, das muss man dann nehmen. Manchmal man Glück, dann kriegt man für so einen kleinen Rausenstrücksken ein ganz fein Bällchen, wo so vielleicht so einen kleinen Jungen und so einen kleinen Maiken auf der Bank satt und rundherum mit Rausen und ja, und das wäre alles so ganz was Nütliches. Und was wir auch noch so hören, das wären Stelzenlaupen. Eigentlich sind das ja so lange Holzstangen mit so 3 Spitz dran nagelt. Wenn wir hören auch öfter so Konservenbüssen. Daher unser Papa aus so Löcke rechts und links drin macht und dann wurde dann ein Band trocken. Und den nahmen wir in der Hand und dann stegen wir ob die Konservenbüssen und dann leipen wir da mit rum. Das wäre auch immer ganz schön, ganz gut. Und kenne ich auch noch einen Wackeldackel. Wir hören immer noch so einen ollen Wackeldackel, ich hab ihn nur nicht wie gefunden. Der wär ut Holt und die wär so updeelt in 3 oder 4 Dele. Und dann wird mit so verbunden und
für ein Bändchen dran und wenn man die dann so trock, dann echt es sich hertrock, dann wackeln die immer so echte innen her, so alle drei Teile, die bewegen sich dann extra. Und was wir auch noch so hören, das wären Böke. Das wäre immer Lies und Lene, das wäre ja auch ein ganz bekannt Kinderbuch. Und dann auch noch Max und Moritz und Struwwelpeter und Appelschnut. Und Appelschnut, das wäre so ein kleines Wichtchen, das küren so ganz nütlich immer mit seinem Papa. Und der Papa hat alles so abgeschrieben, was Appelschnut dann zu ihm sagte. Und ich weiß noch, da haft auch noch so ein kleines Sprüchschen drin. So kommt das dann noch. Ja, das war so, als die Mama morgens Appelschnut wecken woll. Und trock die Gardinen an das Schlafzimmerfenster und nanne und dann verbuten als verschneit. Und da stand die Mama an Fenster und sagt, ei, wer hätte das gedacht, dass in der einzigen kurzen Nacht sich unsere gute Mutter Erde so ganz und gar verwandeln werde. Das Sprüchchen, das kenne ich auch noch. Ja, und wir hören auch ein ganz besonderes Schäsken, ein Karussell. Das wäre ein Stahlhelm. Und da kann man sich drin setzen, ja, da passt so ein kleines Pöterchen noch in. Und dann wo ein Kind stand dann echte in, pack einen in eine Schule und dreien. Und dreien, bis dass man wohl gar schwindelig wird. Alles in den Stahlhelm. Das wird ein ganz fein Spieltüch. So, da habe ich ja auch erst für Tage erst wie genau genug vertellt und dann tut ihr was hin und spielt es wir. Und gut kommen.